Der Donald Trump hat kürzlich etwas gesagt, das mich getriggert hat. So die Harzberg gestanden sind. Ja, im Nacken habe ich vielleicht schon. Da habe ich nicht einmal planen können, dass es lustig ist. Anyways. Ihr dürft euch jetzt entspannen oder enttäuscht sein, falls ihr jetzt irgendwie gehofft habt, dass es politisch wird. Der Donald Trump hat etwas gesagt, das mich getriggert hat, und zwar, weil er mit etwas gesagt hat, was einfach nicht okay ist. Er hat gesagt, wenn er Medikamentenpreise geredet hat in Amerika, sie werden die Preise nicht um 30 oder 40% senken, sondern um 100, 200, 300 und in einem anderen Interview hat er gesagt, 1400, 1500% werden die Medikamentenpreise gesenkt werden. Und ich habe eine hohe Toleranz für Humor, für das Übertrieben, für Fehler. Aber bei der Mathematik, dort ziehe ich meine Grenzen. Es war immer mein Lieblingsfach in der Schule. Und ich habe heute Morgen beim Morgen den Noe noch gefragt. Einfach zum sicher gehen, dass es offensichtlich ist, dass es nicht geht. Der Noe gefragt, hey, kann man einen Preis um 200% senken? Und er hat mich angeschaut und gedacht, wie dumm bist du? Da willst du ja Geld bekommen an der Kasse, hat er mir gesagt. Ich dachte, zweite Klasse. Anyways. So typische ältere Präge, gell? Die eigenen Kinder sind die gescheitsten. Genau. Der Reto Lussi hat kürzlich etwas gesagt, wo auch fast mir etwas angefangen zu triggern, weil er auch in die mathematischen, schwierigen Themen hineingegangen ist. Er hat in unserem Jahresvisionsgottesdienst darüber geredet, dass geteilte Erfrischung doppelte Erfrischung ist. Das ist einer der Hauptpunkte, die das Jahr immer wieder zusammen ein bisschen beleuchten, ist, dass wenn wir Erfrischung teilen, wird sie doppelt. Mathematisch möglich 0,5 oder etwas durch 0,5 ist mal 2, der Lehrer nickt in der ersten Reihe, sehr gut. Aber trotzdem, irgendwas in der Realität des Lebens, wenn wir etwas teilen, haben wir meistens weniger, oder? Und doch, die Bibel ist immer wieder voll davon, das heisst, wenn du grosszügig verteilst, wenn du ein grosszügiges Leben lebst, wird dein eigenes Leben grösser und grösser. Und Joni, lauf gerade nicht davon mit dem Fion. Ich brauche dich ganz schnell. Ich möchte es veranschaulichen. Und zwar hat Joni die letzten paar Wochen immer wieder gesagt, was er sich eigentlich wünscht am Sonntagmorgen. So ein Red Bull. Ich habe etwas vorher aus dem Kühlschrank geholt, es ist noch ganz frisch und kalt, richtig erfrischend. Und ich habe jetzt ein Red Bull, oder? Und ich trinke jetzt das. Ich habe noch nie predigt und ein Red Bull getrunken dazu. Und meine Geschwindigkeit, mal schauen, was passiert, meine Sprechgeschwindigkeit. Wie? Ja, das stimmt. Ja, das wäre auch noch spannend in der Kirche. Aber es ist so richtig erfrischend. Und jetzt habe ich gedacht, Joni, darf ich dir den Rest von dem geben? Weil viel zu viel halt nicht aus. Und jetzt nimm mal so einen richtigen tiefen Schluck. Und ohne dir etwas zu sagen, wie reagierst du? Man hat es sogar im Livestream gehört über mein Mikrofon. Und das Smile ist nicht aufgesetzt. Und er hat auch nichts davon gewusst, dass es nicht abgesprochen war. Aber einfach zum Zeigen, jetzt vorher hatte ich ein bisschen das Gefühl von der Erfrischung. Trinke jetzt das oder nicht? Ich behalte es mal noch. Vielleicht merke ich, dass ich müde werde, dann trinke ich nachher weiter. Aber vorher hatte ich das Gefühl von der Erfrischung und jetzt habe ich etwas geteilt mit dem Joni. Und jetzt haben 2 in diesem Raum gesagt, Genau, und das ist vielleicht so ein das Prinzip oder so die Idee davon, dass wir sagen, hey, weißt du, wenn wir teilen, dann vielleicht sieht es manchmal aus, dass wir weniger haben, aber in Wirklichkeit vermehrt es sich. Und falls ihr jetzt denkt, das haben wir doch irgendwie schon mal gehabt, das klingt gar nicht so fremd, oder? Wir haben vor Weihnachten eine Serie gehabt, die heisst «Blessed to be a Blessing». Wir können uns erinnern, die da waren, haben wir uns intensiv mit dem Gedanken beschäftigt, dass Gott Sachen in unser Leben hineingibt, damit wir es nachher in unser Umfeld, in unsere Welt weitergeben. Und eigentlich ist heute so «Blessed to be a Blessing» Teil 5. Und darum habe ich jetzt ganz cheesy den Titel dieser Predigt genannt «Erfrischt to be eine Erfrischung». Genau, wenn wir uns heute Gedanken darüber machen, hey, das Jahr, wo wir sagen, wir wollen die Erfrischung, das erfrischte Leben suchen, uns immer wieder ausstrecken danach, wollen wir aber auch gleichzeitig immer wieder ganz bewusst sagen, lass uns in dem Innen die Erfrischung teilen mit den Menschen um uns herum. Und ich glaube, wenn es so um das Erfrischen bei Gott und die Erfrischung teilen mit unserem Umfeld geht,
gibt es so zwei Extreme, die wir probieren zu vermeiden. Und wir leben wie so oft irgendwo in der Mitte und in der Spannung, probieren den Weg herauszufinden. Aber das eine Extrem, und ich ein bisschen Bilder aus der Wasserwelt brauche, wie das gerade so anbietet. Das eine Extrem ist das Bild vom Tümpel. Tümpel, also das Bild von einem stehenden Gewässer, das einfach nur nimmt und überkommt und probiert zu stauen. Und das ist so das egozentrierte oder selbstzentrierte Wellness-Denken. So von, hey, ich muss mir bei Gott so viel Erfrischung wie möglich holen. Und dann muss ich es irgendwo horten und behalten und probieren, bei mir zu behalten. Und ein bekanntes Beispiel von einem Gewässer ist das Tote Meer. Oder? Also es ist kein Tümpel, es ist ein bisschen mehr als ein Tümpel. Aber das Prinzip von Zufluss haben, dass Wasser zwar reinkommt, aber nachher nie weitergeht, dass es keinen Abfluss hat. Und beim Toten Meer ist es so, dass das Wasser, so viele, so gut ausgebildet bin, das Wasser verdunstet und kann nicht abfließen. Und darum hat es noch eine hohe Konzentration von Salz und von Mineralien in dem Wasser drin. Und das muss unglaublich beeindruckend sein, wenn man darauf verschweben kann. Ich war noch nie dort. Wer ist auch schon mal im Toten Meer geschwommen? Ah, doch, ganze Hampfele. Genau. Aber die Realität ist, es heisst Totes Meer, weil es eben kein Leben bringt. Weil die Konzentration von dem Salz und von den Mineralien so hoch ist, dass es keine Fische gibt, praktisch keine Pflanzen. Es gibt anscheinend ein paar Mikroben und Algen, die wachsen können. Aber im Großen und Ganzen ein sehr lebensfindliches Umfeld. Und das ist so das Prinzip oder so der Vergleich zu, wenn wir unser Leben so leben, dass wir es nur nach Zufluss ausstrecken. Probieren es für uns zu behalten und nicht weiterzugeben. Wenn es nie einen Abfluss hat, wird auch unser Leben so faul und stinkig ein bisschen. Im Englischen gibt es den Begriff salty people, also salzige Menschen. Das sind so ein bisschen verärgerte und verbitterte Personen. Das sind nicht erfrischende Personen. Und wir müssen aufpassen, wenn wir uns nur nach dieser Erfrischung sehen und ausstrecken und das versuchen, nur für uns zu behalten und aufzubewahren, dass wir nicht zu salty people werden, die so salzig werden, dass eigentlich fast für unser Umfeld lebensfindlich werden könnte. Und dann, je nach Tendenz, gell, von Persönlichkeit und vielleicht vom Umfeld und vielleicht, was uns gerade so beeinflusst, unsere Umstände, haben wir Tendenz, eher ein bisschen zu Tümpeln zu werden. Zu solchen zu werden, die versuchen, möglichst viel Erfrischung und Sagen zu sammeln. Und die Bibel ist ganz klar, denn das haben wir intensiv angeschaut in dieser Serie «Blessed to be a Blessing», dass die Bibel immer wieder sagt, hey, die Gaben, die Fähigkeiten, Zeit, Geld, all die Sachen, die Gott in unser Leben hineinbringt, ist am besten eingesetzt, wenn wir es brauchen, um anderen zu dienen. Wenn wir es einsetzen, um ein Segen zu sein für die Gemeinschaft, für andere um uns herum. Und im 1. Petrus 4, Vers 10 steht, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Also das ist die eine Tendenz, wo wir uns daran erinnern, hey, die Gabe, die Sache, die Gott in unserem Leben macht, ist immer auch für die anderen. Dann gibt es eine zweite Tendenz, ich gehe auf diese Seite rüber, und das ist vielleicht das Bild vom Kanal. Oder vielleicht könnte man einen Gartenschlauch oder eine Wasserleitung nehmen. Das ist etwas, das das Wasser so schnell wie möglich von oben nach unten transportiert. Wo vielleicht im Prozess noch kurz ein bisschen nass wird dabei, aber nicht wirklich Substanz davon aufnimmt, sondern nur einfach schnell oben rein, unten raus. Und das können wir ein bisschen werden, wenn wir nachher so zu einem, ich habe es mal selbst aufopfernden Aktivismus genannt. Wenn es nur noch darum geht, allen anderen zu dienen. Wenn es nur noch darum geht, wie wir alles für andere tun können und dabei vielleicht selber Schaden nehmen. Dann werden wir vielleicht so zu Kanälen, die vielleicht Erfrischung in unser Umfeld rausbringen, aber selber anfangen rissig und brüchig werden, sobald mal ein bisschen weniger Wasser kommt. Und der Bernard von Clairvaux, kennt ihn jemand? Ein guter Freund von jemandem da drinnen? Genau, das war im 12. Jahrhundert ein Mönch. Das war ein Mönch, der hat ganz viele Klöster gegründet. Er hat verschiedene, das hat mich ziemlich beeindruckt, das ist noch ein gutes Resümee oder CV. Er hat verschiedene Könige und Päpste geistlich beraten. Ja, kann man machen. Und er war extrem aktiv und war viel unterwegs, in ganz Europa herumgereist. Und
Er hat immer wieder von dieser Gefahr gewarnt, vom Überaktivismus. Und ich habe ein Zitat von ihm, das er mal in einer Predigt gesagt hat: Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Reservoir und nicht als Kanal. Denn der Kanal leitet das Wasser fast gleichzeitig weiter, wie er es empfängt. Das Reservoir aber wartet, bis es gefüllt ist und teilt es dann so, dass es selbst keinen Schaden leidet. Und dazu mal im 12. Jahrhundert sagt er, wir haben heute viele Kanäle, aber sehr wenige Reservoir. Und ich weiß nicht, was heute die Diagnose wäre. Ich glaube, heute haben wir vielleicht eher ein bisschen Tendenz zum Dümpeln. Von unseren Grenzen, und das ist etwas Gutes, unsere Grenzen wissen zu haben. Vielleicht fast manchmal eine Tendenz zum zu ängstlich zu sein, dass wir zu kurz kommen. Dazu mal hat er gesagt, die Tendenz und die Gefahr in der Kirche war, dass es zu viele Kanäle gibt. Aber einmal den Mittelweg, oder einmal die Option vom Reservoir. Und darum habe ich so die Wasserbilder genommen, damit das Zitat nachher so super reinpasst. Aber ich glaube, es passt zu unserer Serie «Erfrischt Leben», wenn es ums Wasser geht. Und das heißt so, hey, wir sollen ein bisschen lernen, wie ein Reservoir sein. Zu warten, uns füllen zu lassen, zu empfangen. Vielleicht irgendwo das, was da kommt, auch aufzunehmen. Und dann aus dem Überfluss rauszugeben, ohne selber Schaden davon zu nehmen. Und jedes Bild hinkt ein bisschen. Ich überlege, also, das klingt jetzt brutal linear und jetzt musst du immer das Gefühl haben von der absoluten Fülle, bevor du kannst sagen, sie für jemand anderes. Ich glaube eben, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber das Prinzip vom Sagen, hey, lass uns das, was Gott gibt, unser Leben mal aufnehmen, mal uns füllen davon. Und dann lass uns das, weil wir wissen, dass wir genug haben, voller Vertrauen. Das war das Thema von letzter Woche, Gott vertrauen. Voller Vertrauen auf Gott können weiterzugehen in unser Umfeld raus. Und das möchte ich heute so ein bisschen uns mitgeben und uns ermutigen, mit dem Überschwappen oder Überfüllen lassen, die Erfrischung in unser Umfeld rauszubringen. Und vielleicht hat der David, als er den Psalm 23 geschrieben hat, ein ähnliches Bild gehabt, wo er im Vers 5 sagt: Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Also er hat das Bild von einem Gott, der einschenkt bis zum Überfließen. Nicht einfach genug, damit es reicht, sondern der überfließt. Und ich finde das ein mega schönes Bild, wenn wir uns überlegen, hey, weißt du, so können wir in unserem Umfeld ein Segen sein. Und ja, ab und zu braucht es unsere Entscheidung und unsere Überwindung und so, aber im Großen und Ganzen sagen, weißt du, wir uns immer wieder so füllen lassen, dass wir fast nicht anders können, als auszuleeren. Ich habe 2 kleine Buben daheim. Wenn die einen Becher haben, der bis an den Rand gefüllt wäre, wenn sie rumlaufen, das ist einfach nass um sie herum, oder? Also, wir dürfen jetzt nicht ganz so weit einschenken, aber das kennen wir alle, oder? Das Prinzip von, du laufst und es wird einfach nass um dich herum. Und jetzt stell dir vor, während dem Rumlaufen füllen wir immer noch nachher. Das gibt einfach ein nasses Umfeld. Und genau so stelle ich mir vor, ist vielleicht die Erfrischung in unserem Leben. Wenn wir immer wieder unseren Becher, müssen nicht einmal, immer überlegt das Bild von einer Giesskanne. Wir müssen nicht einmal zum Wasserhahn gehen und unsere Giesskanne füllen bei Gott. Und nachher müssen wir uns da anstrengen, kippen und schwer schleppen und da teilen. Und dann, wenn sie leer ist, wieder auffüllen. Sondern wir können einfach rumlaufen und Gott schenkt immer wieder, möchte immer wieder nachschenken. Dass wir es einfach überfließt in unserem Leben. Auch da, vielleicht ist es ein vereinfachtes Bild, aber ich glaube, es drückt so aus, wie der David Gott gesehen hat. Als ein Gott, der genug ist. Als ein Gott, der genug gibt. Im Vers 1 sagt er, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Oder ich habe keinen Mangel, in anderer Übersetzung. Aber das Bild von einem Gott, der uns einschenkt, bis es überfließt. Und ich glaube, das ist so hilfreich, vielleicht ist das Bild, das der Bernhard hatte, wo Gott einfach immer wieder gibt, dass wir gar nicht anders können, als das mit anderen zu teilen. Und auch Jesus im Johannes 10, Vers 10, die mich kennen, den Vers habe ich recht gern, sagt er, ich aber bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Die NGI übersetzt mit das Leben von der Fülle, ist aber nicht ganz korrekt, weil das Wort dort ist tatsächlich übervoll. Also nicht das Leben, das voll ist, sondern das überfließt, das übervoll ist. Und das Leben im Überfluss, da denken wir vielleicht
je nachdem gerade an Ferrari in der Garage und das grosse Haus und die Kinder, die gesund sind und erfolgreich und all diese Sachen. Aber ich glaube, der David und die Bibel, wenn sie von einem Leben im Überfluss redet, dann redet sie von dieser Seele, von dem Zustand der Seele, der gesättigt ist. Der so geliebt, so angenommen, so versorgt ist, dass sie gar nicht Angst hat vor dem Verlust. Dass sie nicht Angst hat, zu kurz zu kommen, sondern sehr entspannt und sehr natürlich einfach überfließen kann. Und wir haben vorher das Lied gesungen, ich weiß die Melodie gerade nicht mehr. Warte, wie haben wir es aufgeschrieben? Deine Güte kennt kein Ende, du bist die Quelle von meinem Leben. Und wir singen das und wir tanzen vielleicht dazu, aber wenn wir das wirklich glauben, seine Güte hat kein Ende. Kein Limit, keine Begrenzung, er kommt nicht an Anschlag und es kann zu kurz kommen. Und er ist die Quelle von unserem Leben. Dann, glaube ich, fällt es uns relativ einfach. Und dann ist es nicht eine Pflicht oder eine mega Last oder eine mega Anstrengung, um das mit anderen zu teilen. Versteht ihr bis jetzt, was ich meine? Sehr cool. Bin ich froh. Sonst hätten wir jetzt die erste Viertelstunde verschwendet. Aber ein anderes Bild, das die Bibel auch immer wieder braucht und das auch ein bisschen in die Richtung geht, finde ich, ist das Bild vom Baum. Also wenn wir jetzt in die Pflanzenwelt schauen, die Bibel vergleicht immer wieder unser Leben mit Bäumen oder mit einem Baum. Zum Beispiel in den Psalmen, Psalm 1, Vers 2-3. Dort steht, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Oder im Psalm 92, Vers 13-15. Der Gerechte sproßt wie eine Palme. Er wächst wie die Zeder auf dem Libanon. Gepflanzt im Hause des Herrn, blühen sie auf in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter tragen sie Frucht, bleiben saftig und frisch. Alle 60 minus plus Altersgruppe. Ist ja jung heutzutage, oder? Sind wir ehrlich. Aber die Bibel sagt, wenn wir gepflanzt sind bei Gott, wenn wir an diesen Wasserläufen gepflanzt sind von der Quelle, dann sind wir auch im hohen Alter noch saftig, grün und beide Psalmen sagen es, wir bringen Frucht. Und Frucht bringen ist doch wie das Überfließen in der Pflanzenwelt. Frucht bringen ist, ich bin noch nie ein Baum gewesen, noch nie mit einem Baum geredet, aber ich nehme an, dass Bäume sich nicht brutal anstrengen müssen, um Frucht zu bringen. Dass es eine bewusste Entscheidung ist, wo sie sich jetzt über Nacht sich überlegen, wenn niemand her schaut, wie mache ich das, wie gehe ich vor, an welchem Ast mache ich das, sondern das ist, glaube ich, einfach die natürliche Konsequenz von einem gesunden Baum. Wenn ein Baum verwurzelt ist und versorgt ist, wenn er gepflanzt ist, dann bringt der Frucht. Und Jesus sagt in der Bergpredigt etwas ganz Ähnliches, oder er redet auch über das. Er sagt im Kapitel 7 vom Matthäus-Evangelium, so trägt jeder gute Baum gute Früchte und ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Wenn ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Also die Frucht, die ein Baum bringt, und wir reden jetzt hier über unser Leben, die Frucht, die in unserem Leben wächst, die andere Leute nachher sehen und vielleicht mehr oder weniger geniessen können, die hängt davon ab, von unseren Wurzeln, die hängt davon ab, von unserer Gesundheit. Und da finde ich, ist so der Vergleich vielleicht nach zu dem Reservoir, wo wir sagen, hey, weißt du, also, wir suchen immer wieder die Erfrischung mit der Absicht, dass hoffentlich unser Leben aufblüht und dann in unserem Leben Früchte entstehen, die den anderen zum Segen werden. Im Johannes 15, Vers 5, wir bleiben noch in der Botanik, ist ein bekannter Abschnitt, wo Jesus über sich als Weinstock redet. Und er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also Jesus macht es ziemlich deutlich und sagt, hey, die guten Früchte, die in unserem Leben hoffentlich wachsen, die sind nicht
in erster Linie aus Anstrengung und weil wir es uns verdienen, sondern es ist einfach das Resultat davon, dass wir in Jesus bleiben und er in uns. Also die Früchte in unserem Leben sind das Resultat der Wurzeln. Und ich habe natürlich erst am Anfang gesagt, und ich möchte es noch mal kurz erwähnen, natürlich redet das Neue Testament und die ganze Bibel immer wieder davon, das haben wir auch bei der Serie angeschaut, dass wir ganz bewusst unsere Sachen einsetzen zum Sagen von anderen. Also klar hat es irgendwo einen aktiven Teil, den wir beitragen sollen, wo wir uns immer wieder entscheiden, weißt du was, jetzt fühle ich mich vielleicht nicht gerade danach, aber ich entscheide mich dafür, ein Segen zu sein für mein Umfeld. Ich möchte meine Gaben, meine Zeit, meine Talente, meine Finanzen einsetzen zum Sagen von anderen. Aber ich habe sofort an Galater 5 müssen denken. Galater 5, Vers 22 bis 23. Wenn wir über die Frucht von unserem Leben reden, dort tut der Paulus die Frucht vom Heiligen Geist auflisten. Und er sagt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich möchte das zweites Mal lesen. Wir lesen das manchmal durch, weil wir kennen es schon, da, oder? Ich möchte es mal vorlesen. Stellt euch mal vor, das ist was unser Leben beschreibt. Wie Leute in unserem Umfeld beschreiben, wer wir sind. Und wir sind alle noch nicht ganz reif. Es ist noch am Wachsen in unserem Leben, aber ich glaube, wenn wir mehr und mehr uns erfrischen und pflanzen in der Abhängigkeit von Gott, dass die Früchte in unserem Leben wachsen können. Also stell dir vor, wie du beschrieben wirst, mit Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich glaube, wenn das die Frucht ist, die in uns am Wachsen ist, wenn wir so in unsere Arbeitsplätze und in unsere Familie und Quartiere, unsere Beziehungen hineinkommen, mit einer zunehmenden Frucht vom Heiligen Geist, glaube ich, kann es extrem ansteckend, erfrischend sein. Ich weiß nicht, was euch Umfeld ist, aber ich habe ganz viele Menschen und Situationen, die ich kenne, aber wenn das reinkommt, ist es erfrischend. Liebe und Freude und Geduld, Treue. Und wir könnten jetzt auch ein bisschen in die Psychologie hineingehen, dass es gibt so eine Theorie vom Non-Anxious Presence im Englischen, also so eine nicht angsthafte, nicht eine verzweifelte Präsenz hineinbringen. Dass wir in unser Umfeld hineinkommen und können anfangen, das Umfeld zu verändern. Nur durch das, was in unserem Inneren abgeht, durch unsere Ruhe, die wir haben, die wir ausstrahlen. Und vielleicht ist genau das eine Art und Weise, wie wir unser Umfeld erfrischen können. Ist, indem wir uns immer wieder nach Gott ausstrecken, das Gott vertrauen. Letzte Woche haben wir gehört, dass Gott uns von innen raus möchte erfrischen. Wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, er uns immer wieder in unserem Inneren die Quelle vom lebendigen Wasser schenkt. Und wenn wir so anfangen, in unsere Beziehungen hineinzugehen, glaube ich, können wir extrem erfrischend sein, bevor wir überhaupt anfangen, ganz viel zu machen. Und Jesus hat in der Bergpredigt ein Bild gebraucht, das die meisten von euch, wenn ihr ein paar Mal in der Kirche waren, vielleicht schon mal gehört habt. Und ich finde, er bringt es dort so gut auf den Punkt. Also, natürlich bringt es Jesus gut auf den Punkt, das ist Jesus, gell? Aber es passt irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, als ich im Vorbereitung war und das gelesen habe, es passt so gut zu dem, was ich möchte uns heute mitgeben. Wenn er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Und da müssen wir uns vielleicht fragen, stellt er das einfach fest? Also das machen wir nicht mit dem Licht, oder? Aber vielleicht fordert es uns auch ein bisschen raus. Ist unsere Aufgabe vielleicht einfach, das Licht nicht unter ein Gefäß zu stellen? Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich finde das so schön. Sie sollen unsere guten Werke sehen, das ist die Frucht, die aus unserem Leben heraus entsteht. Und sie werden aber den Vater im Himmel preisen. Sie werden sehen, dass es nicht unsere angestrengten, wir sind nicht ein Weihnachtsbaum, wo ein paar schöne rote Kugeln aufhängt und ein paar Lämpchen rundherum, sondern hoffentlich einen gesunden Äpfelbaum, einen gesunden Fruchtbaum, wo, wenn sie die Frucht anschauen, sehen sie, wow, und sie geben Gott im Himmel, dem Vater im Himmel, alle Ehre. Und ich habe die Bibelstelle noch aus der Erfrischt Leben Übersetzung. Kennt ihr jemanden? Erfrischt Leben Übersetzung ist meine eigene Übersetzung. Ich habe es bewusst hergeschrieben, es ist nicht die Bibel. Es ist einfach jetzt für heute Morgen übersetzt. Ihr seid Bäume, gepflanzt am Wasser des Lebens. Ein Baum, der tief verwurzelt ist und an der Quelle steht, kann nicht vertrocknen. Auch behält kein gesunder Baum seine Früchte für sich selbst, bis sie verfaulen. Im Gegenteil, er breitet seine Äste aus, damit jeder, der hungrig oder überhitzt ist, Schatten und Nahrung findet. So soll eure Erfrischung überfließen zu den Menschen. Sie sollen eure Früchte schmecken und euren Vater im Himmel preisen. Und die Botschaft für heute Morgen ist ganz einfach. Und ich glaube, eine, die viel Gewicht wegnehmen darf. Im Sinne von, dass es nicht in erster Linie an uns liegt, eine Erfrischung zu unserem Umfeld. Dass es nicht in erster Linie darum geht, was wir alles leisten und beitragen können. Gott braucht all das, das ist wunderbar. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir ein Bild von einem Gott haben, der genug ist, der keinen Mangel hat. Ein Gott, wo wir ziemlich entspannt darauf vertrauen können, dass er immer wieder auffüllt. Dass er mehr als genug ist für mein Leben. Und darum möchte ich dich heute Morgen einfach dazu einladen. Vielleicht findest du dich irgendwo ein bisschen am Rand. Vielleicht bist du eher ein Tümpel und bist eher ängstlich, weil du das Gefühl hast, hey, vielleicht komme ich zu kurz. Was ist, wenn Gott mich irgendwo vergessen hat? Irgendwie alle anderen scheint er zu sehen und ist dran, aber bei mir bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich möchte dich einladen, einfach einen Schritt in die Richtung zu machen, wo du sagst, hey, der Herr ist mein Hirt. Nichts fehlt mir. Ich komme nicht zu kurz. Oder vielleicht, wenn du dazu tendierst, zum eben eher so fokussiert zu sein darauf, alles zu leisten und zu machen und für alle anderen da zu sein, immer wieder einen Schritt zu machen und zu sagen, weißt du, ich komme zurück zu der Quelle, ich lasse mich füllen und erfrischen bei Gott. Der Herr ist mein Hirt und ich habe mehr, als ich brauche. Ich habe nichts, was mir fehlt. Ich möchte gerne zum Schluss beten. Ja, Vater, danke dir vielmals, dass du uns immer wieder einlädst, dir zu vertrauen. Dass du uns immer wieder einlädst, uns erfrischen zu lassen bei dir. Und das wünschen wir uns das Jahr, dass wir es nicht nur hören oder verstehen oder glauben, sondern wirklich erleben. Dass wir merken, wie das Realität ist in unserem Alltag, in unserem Leben, wie du uns erfrischst. Und danke, dass du uns einlädst, immer wieder aufzutanken bei dir, uns führen zu lassen von dir. Und gleichzeitig wollen wir uns bereit erklären und sagen, wir wollen das, was du machst, nicht verstecken. Wir wollen es nicht unter ein Gefäß stellen, sondern wir wollen grosszügig und vertrauen, das mit anderen teilen. Und nicht stolz sein darauf, nicht das Gefühl haben, es ist unsere grosse Leistung, sondern wissen, es kommt von dir. Und gleichzeitig glaube ich, so viele Menschen brauchen das. So viele Menschen sehnen sich danach nach Menschen, die Liebe und Freude, Frieden, Treue und Geduld, Selbstbeherrschung, die das ausleben und die das vorleben und sich in andere hineingeben.
Und danke, müssen wir heute nicht rauslaufen und perfekt sein. Müssen wir rauslaufen und sagen, ja, genau, das trifft 100% alles auf mich zu, sondern wenn wir einfach sagen, Gott, verändere du mich ein bisschen mehr. Bring ein bisschen von dieser Frucht in meinem Leben zum Reifen. Wir wollen uns ausstrecken nach dir und in dieser Verbundenheit mit dir. Bin ich überzeugt, dürfen wir mehr und mehr von dem sehen. In deinem Namen, Jesus. Amen.